irgendwo ankommen als Schweizer ein No-Go. Also alle Leute, die immer zu spät kommen, aber kein schlechtes Gefühl dabei haben. Wie machen ihr das? Ich meine, kennt ihr das Sprichwort? Ja, wenn du spät bist, dann kannst du ja noch chillen, dann musst du nicht gerade stressen. Also das geht bei mir nicht. Nur bei einer Minute zu spät, mein Herz fängt an pöpperle, bam, bam, bam. Fuck, ich bin zu spät, fuck, was mache ich jetzt? Ich hätte einen Unfall gegeben auf der Straße, SBB zu spät gekommen, Unfall. Meine Katze, ich weiss auch nicht, irgendetwas ist passiert. Aber das Schlimmste wirklich ist, wenn du einen Kollegen abholen. Wir haben von einer Stunde schon miteinander geredet, dass du in einer Stunde bei ihm wirst sein. Der Brüder schreibt dir, wenn du vorne dran mit dem Auto wartest, ja, Bro, ich muss noch duschen, Bro. Fuck! Ich habe genau gewusst, ich sollte 45 Minuten später kommen, wie wir abgemacht haben. Ich schwöre auf alles, jeder von uns hat so einen Kollegen. Komm mal pünktlich. Nein, aber erzähl mal in den Kommentaren, wie macht ihr das? Wie könnt ihr so gechillt bleiben? Sogar während dem Video laufen. Ich muss die ganze Zeit rumlaufen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme irgendwann mal spät zu irgendetwas. Ja genau, ich bin der Idiot, der 30 Minuten vorher dort steht und dann halt irgendwie blöd auf seinem Handy rumschaut und die ganze Zeit rumläuft und sich fragt, warum ich so früh bin. Ja, lieber halt vor dort sein, anstatt spät. Aber jedes Mal frage ich mich, ich hätte ein paar Minuten später abfahren können. Meistens erzählt mir einer im Stream, hey, ja Bro, ich habe den ganzen Nachmittag verpennt. Weißt du, Max, ich habe spät, ich habe meinem Chef schon geschrieben, dass ich zu spät komme. Aber zu spät kommen heisst auch, ich bin wirklich zu spät. Ist mir egal, ob 4 oder 5 Stunden. Ich hätte wissen, was für ein Herzklaps kann, wenn ich schon nur eine Stunde spät gewesen wäre. Auf dem Weg nicht an, ich hätte ein Word-Dokument geschrieben, warum ich zu spät gekommen bin und dass es mir leid tut. Gebt mir Tipps, wie könnt ihr das so machen, ohne irgendwie schlecht zu fühlen?